Hallo. Procreate und ein Backup der Daten oder der Bilder anzulegen, Datensicherung. Ich zeige es mal. Und zwar, man hat in Procreate ja einmal seine Galerie und diese Daten, die liegen innerhalb von Procreate. Die sind nicht irgendwo, wenn man hier in die Dateien reinschaut und wo ist die Procreate-App? Hier ist Procreate. Und hier hat man eigentlich nur Fonts, Brushes oder sonst irgendwas drin liegen, aber keine Bilder. Also die Bilder muss man extra speichern. Und es funktioniert folgendermaßen. Ich habe jetzt hier lauter Stapel. Man kann diese Stapel hier, man kann alle anwählen, aber dann schmeißt es ein alle Bilder ohne Stapel irgendwo rein. Ich nehme halt hier jetzt mal einen kleinen Stapel, diesen Blend Modes Stapel, und den kann ich jetzt über das Teilen als Procreate-Datei, jetzt exportiert es. Und am einfachsten ist es, wenn ich es hier am iPad die Daten sichere. Man kann es natürlich auch in irgendeiner Cloud hochladen. Ich gehe jetzt hier mal auf in Daten sichern. Und ich mache es mal ganz von Anfang an. Ich erstelle hier einen neuen Ordner und sage Sicherung. Procreate. Dann erstellt er mir diesen Ordner und auf den mache ich jetzt nochmal einen neuen Ordner und sage, diese Ordner nenne ich jetzt 1 oder 1. Okay, und hier sichere ich jetzt alles rein. Ja, sagt er mal erfolgreich gesichert. Und in meinen Dateien ist hier der neue Ordner Procreate Sicherung. Und hier sind diese Procreate-Dateien jetzt gesichert aus diesen Blend Modes Stapel. Und das mache ich jetzt halt für jeden einzelnen Stapel, bis ich fertig bin. Dann sind alle Bilder gesichert. Wenn ich die wieder hochladen will, dann gehe ich halt auf Importieren, gehe dann dementsprechend da drauf auf meinen iPad und Downloads, Classic, Procreate Backup, Sicherung Procreate und gehe da drauf, wähle diese Sachen an und dementsprechend lädt es das wieder hoch. Gut, das ist die Sache mit mit den Bildern. Und jetzt, wenn man in Procreate selber drin ist, kann man noch seine Pinsel speichern. Und da speichert man nicht die einzelnen Pinsel, sondern man geht da drauf, auf diesen vorne drückt man da drauf und dann kann man dieses hier teilen, den ganzen Pinselset. Dann geht man auf in Dateien sichern und jetzt brauchen wir wieder seine Sicherung A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, P, Q, Sicherung Procreate und kann da einen Ordner erstellen mit Pinsel. Und sichert den da. Und so landet wieder in dieser Sicherung dieses Brush-Set. Und das kann ich natürlich dementsprechend wieder importieren, wenn ich fertig bin. Und das macht man jetzt für jeden Pinsel. Für manche Pinsel, wie jetzt das Zeichnen,
Da ist keine Teilen-Funktion da, dann kann man das duplizieren und teilt dann den duplizierten Ordner, und wenn man das gemacht hat, kann man den wieder löschen. So kann man die Pinsel sichern, und dann hat man natürlich noch seine Paletten. Die Paletten, die kann man auch hier über Teilen, exportieren, in Dateien sichern, und dementsprechend macht man hier einen Ordner Swatches und speichert es hier rein. Und dementsprechend ist hier dann diese Palette gespeichert. Und das kann man natürlich wieder für alle Paletten machen, wo man möchte. Ja. Und so kann man sich da durcharbeiten und alle Daten sichern, bevor man vielleicht ein Update macht. Alles klar. Tschüss.